Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Okay, jetzt müssen wir gerade nochmal hier das Rätsel lösen und dann kommen wir nochmal zurück zu dem widerwärtigen Jared. Alter Falter, ich meine den Typ, den habe ich ja echt schon in der Serie nicht ausstehen können, weil der so furchtbar widerwärtig ist. Aber da kann ich jetzt wieder überspringen. Alter, der ist so ekelhaft, weil er schon wieder aussieht, der Typ. Gerade nochmal gucken. Statt Tweak könnte man eventuell noch jemand anderes nehmen. Ich glaube, statt Tweak würde sich hier ganz gut eignen Captain Diabetes. Alter, der Typ ist so ekelhaft, weil er schon diese rosa Lippe von dem... Uah. Sex im Knast ist extra heiß. Ja, dann hätte man dich mal lieber zu anderer Stecke sollen. Wollt ihr was Süßes? Alter, widerlicher Scheißhaufe. Mal gucken, ja, so treffe ich ihn, so kann ich ihn wenigstens gleich mal schocken. Zup. Sehr gut, Wunderarsch. Hat mal jemand $5? Nee, war dich bestimmt nicht, du Ekeltyp. So. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Alter, verreck. Widerlicher Scheißhaufe. Moment, das machen wir so. Der hat ja immer nur Attacke, die direkt Gegner angreifen. Euch auf Schmerz gefasst. Und Butters kann von dort aus noch angreifen. Ich kann aber auch so einen Lakai einfach mal rufen. Ja, vielleicht auch eine Idee. Komm, rufen wir erstmal einen Lakai. Die Zeit läuft, Lakai. Der schon rennt. Ja, ist dein Angriff. Aber ich lasse ihn erstmal hier Ich glaub, stehen. du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Ja, nur zu gern. Wie der auch ständig so sein Gebiss bleckt. Was ein ekelhafter Typ. Keine Kinder in Fummelreichweite frustrieren. Nix du. Widerling. Sorry wegen des Zugs. Und ich lasse es auch sein, dass ich die Beschwörung nochmal mache. Irgendwie scheint es zu lecker. Ich packe jetzt hier nochmal einen Geschützturm hier. Da muss ich aber leider damit leben, dass er in der Angriffslinie ist. Und rufende Wetter. Ja, mach das nochmal. Sag mir, dass ich ein unartiger Unternehmenssprecher bin. Scheiße, verlangsamen kann ich ihn leider nicht. Kann ich ihn... Ja, so kann ich ihn auch noch attackieren. Da bin ich auch nämlich in seiner Angriffslinie drin. So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Oder? Nee, scheiße, ich bin auch noch wieder in seiner Ich Angriffslinie. muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Ich finde, Lakaien sind besser als AIDS. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Jeder sollte AIDS haben. Oh Gott, jetzt hat er sich aber richtig hochgeheilt nochmal. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Rückstoß, Razzia. Nehmen wir einfach mal so einen kräftigen Nahkampfangriff. Wir sollten uns zusammentun. Mysterion arbeitet allein. Aber wir arbeiten doch jetzt schon irgendwie zusammen. Mysterion arbeitet allein. Na gut, okay. Nee. Ah, scheiße, da hoch kommt er auch nicht. Dann muss ich hier erstmal meinen Zug Es beenden. läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Dann der Lakai. Kinder in Fummelreichweite frustrierend. Alter, ist der ekelhaft. Gut, jetzt treffen wir mal alle. Also der ist ja wirklich so richtig hassenswert, der Typ. Wunderarsch reißt ein paar Ärsche auf. So, das Ding wieder, das trifft wenigstens den Lakai. Brutal, aber verdient. Gut, jetzt kommt der wieder. Okay, der attackiert Kenny. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Dann Scott. Scott. Was machen wir mit dir, Scott? Ja, geh mal auf den drauf. Zuckerschock. Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Na, eher nett. Aber lieber noch mit dem Helfertype als mit dem anderen Oberarsch. Dank AIDS geht's mir schon viel besser. Ja, hättest doch nur. Hier kommt Mysterion. Okay, Mysterion. Haut dem mal so richtig auf die Fresse. Sehr gut. Der Gerechtigkeit.
Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Und du attackierst den Hansel nochmal. Sehr gut. Komm schon, Hat ich mach er- nur meinen Job. Hat der Lakai überhaupt irgendwas gebraucht? Ich glaube gar nicht, nee. Na gut, der muss jetzt sowieso gleich wieder weg, ja. Eber. Also der war total unnötig gerufen. Jetzt geht er wieder zum Bauhof zurück. Ich gebe dir gleich eine Einführung in Kindererziehung. Einführung, kapiert? Mein Kunde Wow. bezieht eine jahrelange Erfahrung als liebender Vater. Igitt. Wow, nein. Hey, ja, Mysterion ist tot. Ach Gott, wie gleich die Ratte über den herfallen. Ultimativ Zeig ihm, was du kraftbereit. drauf hast. Okay, dann locken wir die doch mal alle auf uns. Ihr könnt mich nicht ärgern. Unfug machen mit Kindern ist mein liebster Zeitvertreib. Dir wird mir echt mulmig. Oh ja. So, jetzt auf den Hansel drauf. Jetzt kann er nämlich geheilt werden, der Dachschädel. Ja, easy. Na, easy würde ich jetzt nicht sagen, Scott. Gut, das Ding ist fort. Der versucht zu mir zu kommen. Diabetes-Time. Genau. Und dann gehen wir auf beide drauf. Nimm das. Na, der schützt sich jetzt ordentlich hier. Die haben überhaupt keine Chance. Oh ja, also Scott hat Jetzt sich bin ich ordentlich wohl geschützt. Und dann auf ihn drauf. Sehr schön. Volle Ladung Chaos. Gut, toter Mysterion. Okay, denn Unerkühl... der ist anscheinend immun gegen Unerkühlung. Verteidigungsverringerung, Erschrecke und Verwirre, aber das wirkt bei ihm nicht. Aber Verteidigungsverringerung funktioniert. Damit sonst noch jemand Mysterion? Das packst du schon. Okay. So können wir leider nicht angreifen, immer nur linear. Oder so. Sehr gut. Prügel für die Gerechtigkeit. Sehr gut. Also da lohnt sich Scott auf jeden Fall mal wieder durch seinen Schutz, den er halt aufbaut. Das ist wirklich Habt ihr das gesehen, Leute? von der Fähigkeit her mein Lieblingsverbündeter. Sehr schön. Den Vater eures Todes. Ich denke, den kriegen wir auf jeden Fall hier. Ein weiteres Opfer. Jetzt du nochmal. Mach nochmal Verteidigungsverringerung für den Idiot. AIDS, zu Hilfe! Die helfen der Anime. Jetzt setzt was. Ich glaube, ich habe ihn wirklich so richtig in die Zange genommen, dass er nämlich agieren kann. Und jetzt machen wir ihn platt. Sehr gut, wo der Arsch. Boah, na endlich. Ja, selbst dann noch grinst der Ekeltyp. Trinkglas der ausbrechenden Jugend. Glas mit Chloroform. Alter. Und $5 und 1 Cent. Also von dem würde ich kein Artefakt nehmen. Gut, nehme ich lang bis zum nächsten Helderang. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, furzt ihm ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Und es sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich habe die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du Ja. hast die Wahl. Zum Superheldendasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Die Michael Jackson Ausrede. Ja. Denn Furzmarmelade im Widerling. Alter, das war Hardcore. Der hat's Also, nicht besser das war echt verdient. unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Ja, Wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? nix du Leiche, der lebt ja noch. So, schlagen wir ein paar Mal drauf. Und Das ist widerlich. so, sorry, aber der hat's echt nicht anders verdient. Alter, wie der so grinst noch. So, soll lieber liegen Wir bleiben. sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber reden. Du bist ein erbarmungsloser Furzkiller. Geil. Einfach nur bäh. Du hast ein weiches Herz, vielleicht zu weich.
Abhörset und Edgars Kleber. Wir können Gnade zeigen. Du hast ihm dein Arschloch gezeigt. Er fasst mich am Rüssel an. Rox. Seufzprotokoll aktiviert. Seufzprotokoll, Alter. Okay, gucken wir uns nochmal hier um, ob hier irgendwas ist. Kam er von dort, oder? Ja, wir kamen von dort. Okay. Hier können wir nicht rein, die Kamera können wir aber noch kaputt machen. Dass das hier geschehen ist und nie mehr darüber reden. Insecurity TM Platin Technik. Ja, das gute das gute System, wo man dann auf Platin upgraden muss. Die Folge ist eigentlich auch ziemlich gut. Okay, gut, dann. Ja, genau. Freund. Helfer. Helfer. Peng. 1, doch. Freund. 1, 4. Helfer. Achso, Peng. Peng. so rum. Nicht 1447, 1477. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du Spast. Du bist hier der Spast, Moskito. Alter. Leute, wenn es noch länger dauert, bräuchte ich mal eine kleine Snackpause. Ihr seid am Arsch. Forensik, wie überall die Kutte noch sind. Hey, wird's weit? Leute, wenn es noch länger dauert, bräuchte ich Okay. mal eine kleine Snackpause. Dann hier der Leichenbeschauer. Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Wir müssen den Schlüssel zu diesem Tor finden. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Ich hab gesagt, such den Schlüssel und du stehst hier rum. Alter, hier in die Katakomberei. Da können wir auf jeden Fall auch noch Kaffer davor. Ansonsten passt es, denke ich. So. Gehen wir doch mal ganz standardmäßig vor. Du ist gesperrt. Und du können wir rein. Alter. Wie überall nur Schwarze liegen. Okay, dann kann ich bewegen. Ja, überall nur Schwarze. Richtig total aso. Unser verunreinigtes Blut. So richtig assi-mäßig hier. Urinprobe mit Spuren von Kokain. Kann ich hier irgendwas noch machen, was interessant wäre oder so? Nee, nix. Hier ist was von Interesse. Ja, deswegen das hier wegziehe und in der Tasche ist was. Schlüssel zur Forensik. Wichtiger Gegenstand. Und hier? Handbuch für Handschuhe für Leibesvisitation und ein Klebeband. Okay, das war's dann auch schon. Und hier in der Forensik, was haben wir hier? Wahrscheinlich die Videosequenz. Los, mach das Tor auf! Ja, ist ja gut, Scott. Aber ich bin echt froh, dass ich den jetzt bei dem Bosskampf dazugenommen habe. Durch seinen Schutz ist der halt echt extrem gut. Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Mizi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Alter. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht. Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Alter. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Was ein dummes Arschloch er war. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Alter. Oh nein. Ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterbe wohl doch. So ein dummer Hund. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen.
Ich muss... Du den Türgriff ertasten. Da ist er. Ja, ich bin gerettet. Hä, mach's mal bald. Die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft. Alter, hä, mach's mal endlich. Sterbe! Sekunde. Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Bei dem letzten Atemzug mach ich... Himmel, Herrgott, Arsch und Wolkenbruch. Ja gut, wenigstens ist der dumme Hund jetzt mal endlich tot. Der hat ihn nur noch genervt. Okay. Nervsack. Blutige Handschuhe, die nicht passen. Das ist so etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Das ist auch bei so einer neuen Folge von Family Guy der Fall. Suchanzeige, Penis verschwunden. Ja, der von Mr. Garrison, wo er sich umwandeln gelost hat. Ja, das ist sowas, was ich überhaupt nicht leiden kann, auch bei der neuen Family Guy Folge. Wo dann wirklich nur gebabbelt wird. Ich habe aber nur, weißt du nur, dass ich wollte doch nur, einfach nur um Minute zu Strecke. Sowas finde ich unglaublich ätzend und nervtötend. So, da komme ich nicht dran, da brauche ich den Schlüssel dafür. So, dafür muss ich mich aber hier reinhacken. Und sonst gibt es hier nichts. Also von daher, das ist für mich auch keine Komik. Das ist einfach nur, wir wollen ein paar Minuten überspringen. Und deswegen machen wir einfach nur was super ultra ätzendes, wie so ein Typ, der beschreibt, wie er stirbt oder wie er doch nicht stirbt. Also sowas Dämliches. Das war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich hier im Spiel sagen muss, ey, nicht lustig. Aber das liegt halt, wie gesagt, daran, dass ich sowas nicht besonders leiden kann. Du hieß es Zeitfurz, genau. Das heißt... Ja. Ups. Ja. Sehr clever. Noch einmal. Du kannst jetzt rein, ne? Ja. Das heißt... Furz der Zeit. Und dann... Rei. Schlüsselholer. Gut. Oh, die Katz. Oh. Das arme Tier. So, den würde ich am liebsten auch noch drauf furzen. Ah, da kann ich Scott noch rufen dafür. Aber dafür muss ich erstmal die Lüftung wieder einen Schuss kriegen. Ja, dafür brauche ich dann Toolshed. Ja, ist ja gut. Toolshed ist da! Jawohl. Wachs. Also dem sei Rosette muss ja auch ziemlich widerwärtig aussehen. So oft wie da was reingesteckt wird, egal was es ist. Okay. Oh, die Armkatz. Und die, also die beiden Kater sind jetzt beide gestorben. Oh. Die du mal wesentlich mehr lädt als der hier. Blöder, witziger Scheißhaufer von einem Mistkerl. So, muss der einfach mal sein. Und dann holen wir hier Scott dazu. Und der kann es dann aufreißen. Was hast du gefunden? So, sieh ich gleich. Und los geht's! Uiuiui. Detektivarbeit von der Arsch. Skelettschlüssel, wichtiger Gegenstand. Das erinnert mich so ein bisschen an die Catholic Love Episode, wo man dann in die Katakombe gehen muss, um dort zu der Spinnekönigin zu kommen, zu der zum Oberhaupt der katholischen Kirche. Und der Arsch hat den Schlüssel, Leute! Ich fände es so witzig, wenn das jetzt genau der Fall wäre. Klingt so, als geht hinter der Tür echt krasse Scheiße ab. Du solltest dir lieber ein paar Vorräte am Automaten holen, bevor du da reingehst. Ja. Aber ich finde es jetzt so arschwitzig, wenn man dort durchgeht und muss dann durch dieses 2D Jump'n'Run-Labyrinth wie der Pater Maxi, um dann im Endeffekt bei einer Rolle zu landen, wo dann die Grundsätze von der katholischen Kirche drinstehen und dann kommt die Spinnenkönigin. Ich fände es so witzig, wenn das jetzt der Fall wäre. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass ich an der Stelle genau hier meinen Cut mache.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig, wo mal gucken, was hinter dem Tor ist. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.